Ja, dan zaten we terug hier. Schöne Nummer te alle jint. Schöne dag voor jou. Jack Reimer, Thiessen, wir reden über das Thema von Grult Junt Nich. Über uns Plautdietsch Volk, von wo wir gekommen sind. Wir haben von 10 bis 12 Botschaften. Wird fein sein, wenn ihr die alle anhören würdet. Wir reden über uns Gemeinschaft, uns Plautdietsch Volk, die Gemeinschaft mit dem Judenvolk. Wo verstehen wir die Offenbarung? Was ist der Herr jetzt von da für uns? Von wo sind wir gekommen? So ja, hört ihr an und lasst der Herr jetzt dahin schaffen. Wir reden nu wieder von wie wir ein feier Video afleden. So an der Zeit, an der Jahreszeit, wie die Kirche anfangen hat zu sagen, dass die Prophezeiung, was sich am das Judenvolk geht, oder am Jerusalem geht, oder am das Land Israel, dort schneller die Kirche geht, an der Zeit, an der Jahreszeit, sagt die Offenbarung prophetisch, über die Kirche sagt hier in Offenbarung 2, Vers 1, sagt ich weiß am dienen Worten, den Zustand in dienen Armut. En dag best direct. Ik weet am die je laatste dat daar vergeven Juden te zijn en dat niet zijn, aber eine Sottenschau zijn. So, om dit hier mal verstaan wat hij zei, dat is dat die mensen wat ze zeggen, dat we zijn nu Juden en we zijn aber niet, dat die Gedankenglas oder die Abfutung, die Gedankenglas, dat sagt, dat is een Sottenschau. Dat is een denkglas, dat Sotten zijn een denkglas. Dat is wat je zei, deze Sottenschau, dat meint niet unbedingt een gebied, waar mensen bij de school gaan, dat op Engels namen we dat a school of thought. En wat dat meint dat is een denkglas. So, dat sagt je ganz klar an de Kirche te Smyrna, dat je hebt zo'n mensen manken wat er aanvangen te geloven dat we zijn Juden, en dat zegt je dat zijn je laatste, en we zijn aber niet Juden, en je schreef je dat aber toe dat de Kirche niet de Juden zijn, en dat zegt je ganz klar dat is een zottens denkglas. Heeft zich geslagen, niet? Aber dat denken, dat de Kirche nu de Juden am Tisch genomen heeft van dat koninklijke priestertum, dat volk wat nu God ziet heen, dat de Kirche is. Dat zegt het hier in Offenbarung, dat is een zottens denkglas. Is dat wat de zei was? Ja, dat is wat ik zei, deed. Dat is wat de zei deed, ah ja. Maar dat interessante ding hier is, dat terwijl de jaarestijd weer nu van, dit weer Offenbarung 2 vers 9 wat ik lezen deed, en de zottens denkglas, wat zich omdat de mensen zeggen ze zijn Juden en wat aber niet zijn, wat we geloven te doen hebben met de Kirche, en wat ons Plautdietsch het Maronitische volk aanwijten ons ook toegegeven heeft. En wat ik eerst al zei, van dat wanneer ik mensen vragen over deze idee, dat ik aan mannen aantroffen, Duitse mannen, gelovige christen, wat mij wat dal worden, wanneer ik te denen van reden dat ik gelijk de Juden. En ik respect dat Judenvolk voor dat wat het is, wils dat jammer zijn, wils de Juden existen niet meer, die worden niet meer waar. En nu is het interessant, vers 2 vers 9 las ik eerst dat we een zottens denkglas, of een zottens show van gedanken. Nu is hier in Offenbarung 3 vers 9, ik kan slecht behouden, 2 vers 9, 3 vers 9. Offenbarung 3 vers 9, nu zijn nog eenmaal wonen Kirche staat. Zodat we de zaaste Kirche zijn, en die Kirche wird zijn van 1860 tot 1970, so von ungefähr. Und dort krijg an die tijd, waar Israël terug naar het land kwam, waar Jerusalem waren een stad, waar de Juden waren de stad aannemen deden, en dat waren er stad wordt. En dat weer te die tijd, waar de Kirche waren aanvangen te zijn, nou, de Juden zijn hier, die zijn ram, die zijn werkelijk naar God zijn plan. Dat passiert alles te die tijd. En zo, eerst komt er hier op in Offenbarung 2 vers 9, dat er zijn de mensen, wat zijn je laatst als dat geloven doen.
En dan Openbaring 3 vers 9 komt het ware deel, dan wil ik helemaal lezen. En dat is nu in de kerk wat aan de bed verder 1900, bed na de 1900, die tijd am leven deed. En dat we na de Tweede Weltkrieg, waar Israël waar een fresh land wordt. En die kerk wat even die tijd leven deed, dat is de kerk, Philadelphia? Philadelphia, ja. Dat is de Philadelphische kerk. En hier zegt het de stad. Dat is de Philadelphische kerk. En Openbaring 3 vers 9. Ik word die het zoten zijn show, die door vergeven Juden te zijn, overleiden. Wils zij zijn dat niet. Wat doorbrengen dat zij worden komen en zich verjuwen aanleiden, wil zij zelf weten dat die mijn eigen volk zijn. Wat we hier zien aan deze kerk van Philadelphia, wat aan de jaarestijd staat van de tijdram wat Israël wat een vreemd volk wordt, zegt het hier in Openbaring profetisch dat die mensen wat deze zotons denklees houden, dat zij nu weer de Juden worden, maar niet Juden zijn. De ganze idee van dat de kerk Israël vertreden deed, dat de kerk nu dat Gessel die Israël is, die denklees naant Openbaring een zotons denklees, een show van zotons show. Een show van gedanken, een groep van mensen wat dat leven doen. Hij zegt, die wil ik wat doorbrengen, dat die worden zich verder Juden aanknijden, zich verder Juden doorleiden en nu de Juden hechtig en zeggen, ah ja, die zijn dag een volk. God heeft dag wat met het Jüdische volk ver. God heeft dag wat met Israël ver. We zijn de kerk, maar we hebben dag niet dat am Tisch genomen van dat we het Jüdische volk zijn. Dat wordt hier gezegd in Openbaring 3 vers 9. Dat die mensen wat deze satanische denklees hebben, dat zij zich toch aan zich rangegaan zijn over de jaren, ganz van Openbaring 2, tot Openbaring 3 vers 9. Die mensen worden zich verder Juden doorknijden. En eenmaal de Juden zeggen, weet je wat, die zijn toch een volk. Graag. Zo. Ja. En bij mij dat is daar weer wichtig, want wie dat niet geloven dat de Juden wirklich een volk zijn, dan hebben we niet graag die 1000 jaar verstaan wat dat is. Ach, zie. Want voor die 1000 jaar wat Jezus in Jeruzalem König zijn over de ganze wereld. En toen dat raak verstaan, moet we dat geloven, dat de Juden nog waren terug in heel land aankomen, en dat die er waren zijn, dat we dat raak vernemen kunnen, dat Jezus nog wat hier 1000 jaar op deze aarde König zijn. Ja. Zo, du was maar dat zei, dat die opvoeding is, dat de ontdekking is vielleicht nog niet passiert, en die opvoeding is vielleicht dat 1000 jaar zurück is ook nog ver ons. Ik würde zeggen, dat is bijna nog ver ons, ja. Ah ja, dan zijn we een klein beetje davon, wat du glaubst, wat die dat wieder zit in Openbaring van de ontdekking, wat geht aan, wat is de ontdekking, zijn een beetje daarvan, dan we nog een beetje reden van het 1000 jaar zurück. In Openbaring, daar redt het veel van dat, maar ik würde zeggen dat de steden in de Bijbel wird van dat redt. Dat kost ganz vom Oude Testament ganz sterk vinger dat het daarvan redt. Dat er wordt een tijd komen, waar God wordt zijn mensen van deze eerd nemen. En dat is een tijd, dat zegt im Oude Testament ook nog op steden zijn, dat er wordt een tijd komen, wordt een schantelige tijd op deze eerd, maar God wordt zijn geleefde mensen daarvan weghouden. Zo, wie reden laatst het beste van nog Eilha. En
gläubig zijn en christen zijn en wat allemaal, aber dat we daarna willen nog eil hebben, nog gemeenschap hebben met dem Heiligen Geest, met dem Vater, met dem Zoon. So die indruk is vandaar dat die mensen wat zich gechammerd hebben, am dat die worden, en direct worden, verder grazelde tijd wat komen voor God, de eerder achter wordt. Is dat wat je zei was? Dat is wat ik zei wel, ja. Ja. So, onze ganze Thema jetzt hier, deze ganze Rede von Botschaft, die jetzt sich de ganze Thema von Grult Junt Nich, hat je nicht Angst. Dat is wat ik dat jet. En dat ganze Thema jetzt sich dat wir wollen uns nicht grülen, nicht von Gott, nicht von dem Heiligen Geist, und wir wollen uns nicht von der Offenbarung grülen. Wir wollen uns nicht grülen, um naar die Offenbarung zu checken. Und so, Einsteig, was ich gemerkt habe, Jack, ist, dass wir uns, wenn wir uns rumfragen und wenn wir mit Menschen reden an uns dieses Volk, und schon von dort sind gute Christen. Aber das an der Hort hat noch eine gräselige Angst, die Triebselstiet durchgehen, die Verfolgungstiet durchgehen, die haben eine gräselige Todesangst. Und wenn dort man das Buch aufmachen und man die Offenbarung lesen, das ist bloß ein Buch von Angst und bloß ein Buch von Grüle und was schafft es dann? Wenn wir sagen, Grult Junt Nich, Jesus sagt auf einer Stelle, wenn diese Dinge alle seine passieren, dann sollen wir unsere Job abheben, wir sollen uns frei, weil unsere Erlösung kommt dicht dabei. Und ans Ziel hier mit diese Vertalenhafte tun, mit irgendwo sein, da verbieten kommen oder ever zu kommen, dass das, auch in der Zeit, wie wir von da Bahnen sind, wenn wir rumchecken, über das ganze Covid-Geschichte in Ramans und was in der Welt angeht, da sind sehr viele von uns Menschen, die sich sehr grüßt haben. Und aber wir dürfen nicht uns an der Angst, wir dürfen nicht mit der Angst taub sein. Und wenn die Rede wird von der Entdeckung, ans Ziel hier bijna ist, dass wir uns Freude tun. Und das andere Ziel, und ein Ding, was ich dir noch frage, Jack, okay, weil einmal hostig sind die Christen alle wahr in der Entdeckung. Das kann irgendeine Zeit passieren. Und wenn die Christen auf einmal alle wahr sind, und wir worden auf einmal an, dass, hey, da sind ein paar von uns Freundschaft sind hängen geblieben. Was glaubst du von dir? Ist das keine genug mehr für dich? Was wir uns dann bloß grülen, wenn der Zeug einmal mit dir vor ist und der Zeug hat jetzt die Chance mit Jesus tut, und er sind aber noch ein Herr Mensch, aber jeder hängen geblieben, jedenfalls in Schauf. Und das ist auf einmal noch von uns Freundschaft oder Freunde nur wir hängen geblieben sind. Und meint das dann unbedingt, dass man die Chance ist ewig ist. Und das jetzt beim letzten Jahr da auf einmal da wird das letzte Jahr dann sind all die Menschen, die hängen geblieben sind, dann verdammt nach der Halle oder was sagst du von dort? Was ja mit dort Thema verrechnen? Ich würde das nicht so stark verstehen. Weil die Menschen, die hier auf eins hängen bleiben dann, du hast noch viel von geschrieben von dir, wieder im Offenbarung. Und dort wird eine schwere Zeit sein, aber du hast geschrieben, und wenn ich gleich behalten habe, das ist Offenbarung Kapitel 6, und der 9, das war der 9. Vers. Du redet von Söhnen, was sind worden angebracht an die Zeit, aber die leuren nu am Himmel. Und das sagt, Gott hat ihnen auch Wertekleider gegeben. So ich glaube ganz verfolgt, dass sind Menschen, die hängen geblieben waren, die da wenn danach dort im Himmel nennen machen worden. Und dann gehen wir nach an die Zeit, was Jesus hier nur dem, wenn nur die Zeit kommt, Jesus trägt, was hier 1000 Jahre ab ihr keine sein, und die Zeit sind nach mehr Menschen, das ist auch noch von geschrieben, dass du nach mehr Menschen sind, was auch noch sich wurde, nur Jesus
handgeven en ook nog im Himmel aankomen. En dan sagt er da irgendwie nach einer Stelle von, dass die Engel waren nach ganz te laat, want er sehr draselig ist. Dann redet er davon, dass die Engel waren mit einer Flagge oder mit einem großen Locker oder mit was immer dort ist, kriegt gemeint. Die Engel waren nach Ram gekommen und alle Menschen Ram fliehen nach Himmel. Den die Gelegenheit geben, dass man sich wer wel naar Gott dreht. Hast du das uitgedacht oder hast du das in der Offenbarung bekommen? Wir worden im nächsten Video wieder von dit reden. Noch einmal hier, Frank Thiessen. Mit dieser Botschaft sind wir nu te eng. Direkt subscribe hier auf YouTube. Findet uns auf WhatsApp oder auf Facebook. Schreibt uns an E-Mail. Laat ons weten wat je het gaat, wat je veel hebben deze boodschap. We zijn werk hem hier uittussen, maar van reden. Wat de hel in je schafft aan ons leven en aan jullie leven. Laat ons weten.